Die Ansteckungen mit Corona sind aktuell so hoch wie seit dem Lockdown. Contact Tracing Teams sind schon jetzt in mehreren Kantonen unterbesetzt und überfordert. Und trotzdem sind durch erlaubte Grossanlässe gleich noch mehr soziale Kontakte möglich. Eine einfache App soll das alles lösen, obwohl sie von den Leuten immer noch kritisch angeschaut wird. Also ich würde es zu wenig brauchen und ja, ich finde es echt ein bisschen unnötig. Ich bin der Meinung, dass ich sehe den Grund dahinter nicht. Ich weiß nicht, ob es wirklich viel bringt. Weil ich ja gemerkt, sie funktioniert noch nicht. Das ist eigentlich wegen dem. Hallo zusammen, ich bin Elia und schön seid ihr Swiss Covid App. Ein paar haben von der vielleicht schon mal gehört, andere brauchen sie vielleicht schon und haben sie aktiviert. Und nochmal andere denken sich vielleicht: Was labert das hier? Damit wir alle schnell vom Gleichen reden, hier eine kurze und grobe Erklärung. Swiss Covid App, das ist die offizielle Tracing App vom BAG, also vom Bundesamt für Gesundheit, die das Contact Tracing während der Corona-Pandemie passiv unterstützen. Die App kann man sich, wie man es kennt, einfach abladen, installieren und dann noch aktivieren und das ist es. Die App misst dann im Hintergrund Abstände zu anderen Handys und meldet, wenn jemand positiv auf das Coronavirus ist getestet wurde. Das klingt doch nach einer guten Sache und trotzdem sind nur 1,5 Millionen Nutzer aktiv. Also, warum? Genau. Zuerst mal, das Brauchen von dieser App ist komplett freiwillig. Darum macht das BAG auch ordentlich Werbung für die App. Sei es klassisch über Inserat oder Fernsehen. Helfen auch Sie mit, Infektionsketten zu stoppen. Jetzt App downloaden. Oder auch über Influencer und erstmalig TikTok. If you're in Switzerland, download Swiss Covid app and protect yourself and others. Do it! Just do it! Die App kostet Stand Juli mit allem Drum und Dran 11 Millionen Franken. Ihr seht also, die App ist im BAG relativ wichtig. Sogar so wichtig, dass der Bundesrat und Ehrenglatze Nummer 1, Alain Berset, höchstpersönlich sich mit einer Nachricht beim Volk gemeldet hat. Depuis aujourd'hui, vous pouvez télécharger sur votre téléphone l'application Swiss Covid. Ich habe sie auf mein Smartphone installiert und ich würde gerne empfehlen, das ebenfalls zu tun. Zum Glück leben wir in einem Land, wo alle Bundesräte an einem Strang ziehen. Und somit ist es eigentlich klar, dass zum Beispiel ein Bundesrat Uli Maurer die App ja schon lange hat. Seit der letzten Woche gibt es auch die neue Corona-Warn-App. Schon runtergeladen? Nein. Ich komme nicht raus mit dem Zeug, mache ich auch nicht. Bitte jetzt nicht mehr klatschen. Aber ja, ich meine, verwundert mich das? Es ist ja nur der Uli Maurer, der sein Bundesratsbild von 2019 extra mit einem Smartphone hat machen und sich dabei selber mit einem Smartphone hat inszenieren. Und es ist auch nur der Uli Maurer, der fleissig vor TikTok-Filter tanzt. Ja gut, wir halten fest, 11 Millionen Franken für eine App, wo der eine Bundesrat sagt, man soll sie herunterladen und der andere hat es selber nicht gemacht. Und was mache ich jetzt als normaler Bürger? Genau das hat mich interessiert, also bin ich auch mal nach Bern und habe dort die Leute gefragt, was sie von der Covid-App halten. Sagt nicht die Swiss Covid App etwas? Ja. Habt ihr die installiert? Ja, habe ich ja. Ja, egal. Nein. Warum habt ihr die nicht runtergeladen? Ja, für was sollte ich? Oh, ich wüsste ja eigentlich, mit wem ich sonst Kontakt hatte. Also, da können wir ja auch ohne die App einfach melden, dass ich jetzt Corona hatte oder so. Im Moment noch nicht. Und zwar einfach, weil ich ja gemerkt, sie funktioniert noch nicht. Das ist eigentlich wegen dem. Wie habt ihr gemerkt, dass sie nicht funktioniert? Oder woher ist die Entscheidung gekommen? Also, ich habe es einfach so gehört. Also, man sieht es nicht genau. Es gibt einfach noch Sachen, oder Fehlmeldungen. Gut, das ist auch nur vom Nachreden. Oder? Kennst du die Swiss Covid App und brauchst du die? Kennen sie ja, habe sie gebraucht hier, ja. Aber weiß nicht, ob es wirklich viel bringt. Ja, habe ich installiert. Egal. Warum habt ihr die installiert? Meine Eltern haben es beworben. Und du, wieso hast du die App runtergeladen? Ich glaube, was Werbung war oder so. Davon gehört schon, installiert noch nicht. Also meine ganze Familie hat es aber irgendwie. Warum habt ihr die ausgerechnet nicht runtergeladen? Ich weiß es nicht. Ich bin viel mit meiner Familie unterwegs und ich schaue sie dann auch nicht an. Ich muss eine riesige Kraft, wir brauchen so etwas nicht. Aber du bist jetzt trotzdem hier in Bern unterwegs? Ja, ist eine Ausnahme. Ja und ja. Ja, ich kenne sie, nein, ich habe sie nicht runtergeladen. Wieso hast du die runtergeladen? Weil von meiner Family so niemand die hat und gefunden, ich bin die meist unterwegs ist und ich fand, so kann ich es doch mal runterladen. Wieso hast du die Dose nicht runtergeladen? Ich bin der Meinung, dass ich sehe den Grund dahinter nicht. Also ja, es hat Vorteile, aber die überzeugen mich nicht. Okay, obwohl die Umfrage zu Bern natürlich nicht repräsentativ war, habe ich und wahrscheinlich auch dir ein bisschen rausgespürt, wo da das Problem ist. Kennen tut man die Swiss Covid App scheinbar lückenlos. Also TikTok-Werbung hat auch irgendetwas gebracht. Es hapert nach wie vor beim Abladen, weil viele scheinbar gar nicht wissen, was die App
bringt. Und darum hier eine kurze Erklärung. Wenn eine Person das Coronavirus aufliest, dann kann die noch Tage, bevor sie die ersten Symptome hat, ansteckend sein. Wenn ich dieser Person begegne, lange 15 Minuten und einen Abstand von weniger als 1,5 Meter und dann besteht eine grosse Chance, dass ich das jetzt auch habe. Ich weiss, dass ich euch hier nichts Neues erzähle, das habt ihr alles schon x-mal gehört, aber achtet euch nur mal, wie oft das pro Tag passieren kann. Es kann im ÖV sein, beim Einkaufen, in der Warteschlange oder einfach mal, wenn man jemanden beiläufig kennenlernt. Und zack, schon hat die Corona... Ich glaube, ja, man weiß, was ich meine. Und genau bei diesen Begegnungen, wo man die Leute eben nicht kennt, sollte die App helfen und einem vorwarnen, wenn man Corona könnte haben. Aber was ist mit dem Datenschutz? Die App will uns nur überwachen und unsere Freiheit rauben. Keine Frage, der Datenschutz bei so einer App ist ein wichtiges Thema und bestimmt auch, wie so eine App technisch im Hintergrund funktioniert. Und auch hier bin ich die Leute auf der Straße nach ihrer Sicht gefragt. Ihr habt jetzt die App abgeladen, macht ihr euch auch ein bisschen Sorgen um eure Daten oder gar nicht? Nein, also ich habe das Gefühl, eben, wenn man andere soziale Medien nutzt, die brauchen unsere persönlichen Daten wahrscheinlich weniger seriös als die Covid-App. Nein, gar nicht. Nein, gar nicht, weil es ist für einen guten Zweck. Nein, eigentlich nicht so. Und du? Gar nicht. Nein, so, wir sind überall angemeldet, weißt du. Da ist noch ganz anderes Zeug und Informationen für uns im Internet. Es geht mir nicht um das, ich war einfach zu faul. Besser gesagt, ich habe es nie gebraucht. Was macht dir denn spezifisch Sorgen? Ja, das heisst ja, dass der Ordnungsdienst wird nicht gebraucht davon. Das kann gut sein, aber gleichzeitig weiss man ja, wo die Leute sich lokalisiert haben, wo sie waren. Also irgendwo hat man die Position. Ja, ich hätte schon... Also Angst ist übertrieben, aber ich kann nicht so vertrauen das Ganze. Von was hättest du Angst, dass mit deinen Daten was passiert? Dass sie weitergeleitet werden und schlussendlich weiss ich, wo landen. Also es ist nicht so, dass ich wahnsinnig private Sachen auf meinem Handy habe oder auch allgemein die öffentlichen Medien und so, aber es ist gleich, es ist ein ungutes Gefühl. Du hast gesagt, du hast ja auch WhatsApp, Instagram etc. Hast du dort die Angst nicht? Weniger, weil es halt, ja klar, es ist alles mit Facebook und noch weiter verbunden, aber ich poste oder nutze es nur so weit bewusst, dass nicht irgendetwas rausgeht, wo geheim ist. Und du hast gesagt, du brauchst ab und zu, kannst du mir erklären, wie sie funktioniert? Ich weiß genau den Dings nicht. Ich weiß nur, ich musste anmelden und zeigen wegen nicht, Bestätigung oder etwas oder so. Mehr weiß ich halt nicht. Ja, keine Ahnung, die schaut, wo wir sind. Mehr weiß ich nicht. Ja, so nach dem, was ich gehört habe, ist es eigentlich so, dass du kannst nachher verfolgen, mit wem du hast Kontakt gehabt und so. Ja. Über Bluetooth-Verbindungen und so. Das wird das... I don't know. Nein, so genau habe ich mich nicht informiert. So wie ich es gehört habe, haben die Leute nicht wirklich Angst um ihre Daten, aber auch nicht wirklich Ahnung, was mit denen passiert. Es gibt schon relativ viele Videos, die das gut erklären. Darum hier eins vom SRF, das das ziemlich gut zeigt. Bitte SRF, gönnt meinen Hack. Das System funktioniert zwischen allen, die freiwillig diese App herunterladen und Bluetooth einschalten. Bluetooth misst die Abstände zwischen den Handys anonym und verschlüsselt. Meldet sich eine Person als infiziert, warnt die App anonym all jene Personen, welche der infizierten Person in der Vergangenheit während mindestens 15 Minuten näher als 2 Meter gekommen sind. Wenn man dann aber in die Kommentare von diesem SRF-Video schaut, dann merkt man, dass es auch immer noch nicht so klar ist. Mein Bluetooth ist nicht sicher, also werde ich die App nicht installieren. Schluss mit den Stasi-Methoden in der Schweiz. Ich soll diese App freiwillig runterladen, dann muss ich mich registrieren, dann muss ich die ganze Zeit Blo-Topf einschalten. Nicht nur ich, auch andere. Lieber nehme ich mein Handy, schlag mit dem Hammer drauf und schmeiß es in den Fluss. Und mein Favorite, bist du ein Depp, dann brauchst du die Corona-App. Ja, CEO of Comedy haben wir hier entdeckt. Super Sache. Merci, tschüss. Also, Bluetooth oder eben Blo-Topf, Abstand etc., das wissen wir ja alles. Aber was passiert denn mit diesen Daten genau? Die Swiss Covid App verpackt alle Begegnungen in solchen Zahlencodes ein. Dort drinnen wird festgehalten, welche Distanz ihr zu einem anderen Handy hattet, aber auch, wie lange das ihr neben dem seid. Andere Daten wie Namen, Adresse oder ob ihr mir auf Instagram folgt, Mr. Bodenstreichen Lia, die werden nicht erfasst. Und es ist ganz egal, ob das im Zug, in einem Restaurant oder um einen Shop um die Ecke passiert ist. Darum braucht die App ja auch kein GPS, weil es nicht darum geht, wo das es passiert ist, sondern eben, dass es passiert ist. Das mal zum Standort, aber was passiert denn mit diesen Codes? Die Swiss Covid App funktioniert dezentral. Das heisst, die Liste von Codes, die ihr werdet sammeln, wird nicht irgendwo hergeschickt, sondern bleibt auf eurem Handy. Das Einzige, was die App macht, ist, sie geht regelmäßig abchecken, ob einer von euren Codes auf dieser Liste als Corona positiv gemeldet ist und wenn ja, gibt es eine Meldung. Und that's it. Das Technische hinter dieser App habe ich jetzt natürlich grob vereinfacht. Wie es ganz genau technisch funktioniert, würde den Rahmen von diesem Video hier absolut sprengen und schlussendlich spielt es für uns Endnutzer jetzt auch nicht so eine grosse Rolle. Aber wenn es euch gleich interessiert, habe ich unten ein paar Quellen rausgeschrieben und dort könnt ihr euch einlesen. Es steht aber fest, wenn ihr soziale Medien braucht wie WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook und euch dann gleichzeitig auf diesen Plattformen über den Datenschutz für Swiss Covid App aufregen, dann
Ja. Ja, Dreamer. You dream, du. Nein. Jetzt aber eine Frage an euch. Habt ihr die Swisscovid-App abgeladen? Wenn ja, warum? Und warum nicht? Warum nicht? Ja, aber einfach. Fairerweise muss man natürlich auch erwähnen, dass bei dieser App noch überhaupt nicht alles rund läuft. Und auch die Behörden müssen sich ziemlich an die Nase nehmen, dass es so mal ein bisschen schneller vorwärts geht. Immerhin hat man schon positive Corona-Fälle nur durch die App herausgefunden. Ja, nur 13, aber hey, immerhin 13. Yay. Und darum, wenn ihr die App noch nicht abgeladen habt und auch nicht wirklich Grund dagegen habt, dann gebt einen Ruck, Mann. Es kostet wirklich nichts. Ich habe das selber auch gemacht, weil ich es vor allem auch ein solidarisches Zeichen finde. Und hey, auch wenn ihr es nicht machen wollt, gar kein Problem. Es ist ja auch freiwillig. Aber ihr lasst mich doch erst recht bitte wissen, wieso ihr das nicht abladet. Und Moment, bevor noch irgendjemand rennt, nein, ich bin nicht bezahlt worden für das Video von niemandem. Es ist auch niemand auf mich zugekommen. Ich habe das eigentlich aus eigenen Stücken gemacht. Und nein, ich bin auch nicht von Bill Gates bezahlt worden, aber schön wär's. Bill, wie geht's? Ja. Lasst doch gerne ein Abo da, wenn ihr mehr Videos wollt sehen von dem, wo in der Schweiz abgeht. Ich bin der Elia, merci vielmals und tschüss zusammen. Gut, oder? Also wieso bin ich nicht zum Swiss Comedy Award nominiert? Könnt ihr mir das sagen? Ja, nein, mach ich nicht.